Meiner Meinung nach müsste der Chlodwig-Platz umbenannt werden in Sigibertplatz. Der Sigibert ist nämlich ein Cousin vom Chlodwig. Aber das könnt jetzt im Verzählen. Der Chlodwig ist in meinen Augen ein zwielichtiger Mensch gewesen, den man getrost auch Anstifter zum Mord nennen kann. Leider gibt die Geschichte aber oft dem Recht, das wissen Sie und geben mir das sicher auch zu, der letztendlich sich durchsetzt, egal wie er die Maat hat. Und so war das bei dem Chlodwig. Der hier unterlegene Sigibert, der Lahme oder Hinkende, ja, war ein Teilkönig der in Köln ansässigen fränkischen Merowinger. Wir befinden uns also in der Zeit so um 500 nach Christus. Die Römer waren bereits 456 von den sogenannten Uferfranken aus Köln vertrieben worden. Damit begann Sigiberts Herrschaft hier. Er residierte im Prätorium, da wo die Römer residiert hatten, dem Sitz des ehemaligen römischen Statthalters. Sein Cousin, der Chlodwig, vertrieb die letzten Römer dann aus dem südlichen Gallien in der Nähe von Soissons im Jahre 486. Der neue Feind waren die nach Norden strebenden Alemannen, die von den salischen und ripuarischen Franken gemeinsam zurückgedrängt werden konnten. Da gab es eine Schlacht bei Zülpich. Da sind die beiden noch gemeinsam ins Feld gezogen und haben zusammen gekämpft. Der Chlodwig, schlau, hat versprochen, wenn er mit Hilfe des Christengottes erfolgreich sein würde, ähnlich wie Konstantin, würde er zum katholischen Glauben übertreten. Und wer half ihm dabei? Sein Cousin, der Sigibert. Und der hat Pech gehabt, denn in der Schlacht von Zülpich ist er am Knie verletzt worden. Und danach konnte er nicht mehr richtig laufen. Und der hat humpele. Und erhielt deshalb den Namen Sigibert der Lahme oder der Hinkende. Der Chlodwig war siegreich und ließ sich in Reims taufen. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, wie der Sigibert ausgesehen hat. Ich meine, da ist ein Bild von ihm, das kann man schon sehen, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen näher drauf eingehen. Er war ein großer, starker Mann mit ein paar Mauern wie ein Ringroller. Ja. Und im Gesicht, das sich Sinn lassen konnte. Besonders in das Auge viele singen lang und kräftige Haar. Leicht und wellig täten sie bis weg über die Schulter recken. Er sah aus, wie man sich so eine germanische Kriegsjott ausmalt. Wer uns einmal nur mit dem zusammen drauf, auf sonst mit dem zu tun hat, dem bleibt er für immer in Erinnerung. Er war evans eine Persönlichkeit. Wie der Chlodwig noch seinen Königsthron in Paris abgestellt hat, hätte er heimliche Palük zum Cloderich, nicht zu verwechseln mit Chlodwig, Cloderich, das war nämlich der Sohn vom Sigibert, geschickt. Er lädt ihm sagen, sein Vater war alt geworden. Der auf einem Bein hinke und sein Haar verliere. Wer nicht, ne? Dadurch stellt sein Ansinn bei seiner Gefolgschaft schwer liegen. Stirb er ever, könnt er, der Cloderich, der älteste Sohn, ihn beerben. Damit hätte der Chlodwig im Cloderich Herrschsucht geweckt. Der Cloderich war jetzt mit dem Gift von Herrschsucht und Humut infiziert und nur noch am Überlegen, wie und wann er seinen Vater umbringen lassen könnte.
Und wie der Sigi uns wieder ob Jagd war und mir das am Nünne war, kommen ein paar Kerls in sie Zelt und haben ob der Befehl vom Kloderich umgebracht. Der Kloderich, der direkt ein paar Lück nach Klodwig nach Paris schicken und lädt ihm sagen, dass sein Vater, der Sigibert, tut wird und er jetzt das Real über die Uferfranke hat und all die Schätze von seinem Vater im Gehöre täte. Er sollte kommen und sich davon aussöken und nehmen, was ihm gefallen tät. Der Klodwig war doppelt geflasht und ließ seinem Verwandten bestellen, dass er ihm danke tät für seine Jodewelle. Wann sein Glück bei ihm käme, sollte er denen die Schätze ruhig ins zeigen, aber er wollte nichts davon geschenkt haben. Er sollte alles behalten. Wie sein Glück noch komme und der Kloderich stolz die Schatzkiste mit all der Schätze von seinem Vater zeigen tät, haben sie den Hingerrücks erschlagen. Wie der Klodwig das hot, dass auch der Kloderich tut war, komme nach Köln, der hat jede Schuld am Mord vom Sigibert und Kloderich abstricke und der hat die Kölsche Franke fragen, ob sie sich unter seine Schutz stellen wollte. Ja, das haben die ja nicht getan und haben in St. Jerion die Königskrone abgesetzt. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Liedchen vom Sigibert. Und das heißt, wann der Sigi tanzt. Ist natürlich schwierig, ne? mit einem Hinkebeinchen zu tanzen. Deswegen habe ich mir das ausgesucht, diesen Text. Wann der Sigi tanzt am Schild, wie der Mero Winger will, er versucht mit dem Franke-Twist, er blieb ne Optimist. Seine Eleganz ist lang fortü, doch es ist ja sein Debüt. Zu tanzen mit dem Hinkebein im neuen Franke-Tanzverein. Er war ne Staatskommandeur. Doch dann passierte das Malheur, der alle Manne joben ihm ne Knuts, der Sigi hätt se weggeputzt. Wann der Sigi dann zum Schild mit dem Mero Winger will, er versucht mit dem Franke-Twist, er blieb ne Optimist. Seine Eleganz ist lang fortü, doch es ist ja sein Debüt. Zu tanzen mit dem Hinkebein im neuen Franke-Tanzverein. Singem Cousin aus Paris, das war der Klodwig hieß, dem täte helfen mit sing ganze Schwitt. Der Klodwig wurde zum Konvertit, ja wann der Sigi dann zum Schild, wie der Mero Winger will, er versucht mit dem Franke-Twist, er blieb ne Optimist. Seine Eleganz ist lang fortü, das ist sein Debüt. Zu tanzen mit dem Hinkebein im neuen Franke-Tanzverein. Und ob en ganz gemeine Art, wot he später umgebracht, dat Hinkebein, dat Maden schwach, vorbei damit sin Königsmacht. Wann der Sigi dann zum Schild, wie der Mero Winger will, er versucht mit dem Franke-Twist, er blieb ne Optimist. Seine Eleganz ist lang fortü, doch es ist ja
zu tanzen mit dem Hinkebein im neue Franke-Tanzverein. Zu tanzen mit dem Hinkebein im neue Franke-Tanzverein. Ja. Dankeschön. Ja, wann der Sigmund dans am Schild, wie der Mero Winger Welt, versöket mit dem Franke-Twist. Bleef ne Optimist, singen Leanz ist so lang fortu, doch et is ja sing Debüt. Zu tanzen mit dem Hinkebein im neue Franke-Tanzverein.